wenn es ums Daten geht, dann sollte der Mann den ersten Schritt machen. Gott hat genau einen Partner für dich, eine Partnerin für dich. Stimmt das? Aber umgekehrt könnte man fragen, okay, spricht dann Gott in dieses Thema der Partnerwahl und gar nicht rein? Ich möchte mit einer sehr unpopulären Meinung anfangen in dieser heutigen Zeit. Und zwar, wenn es ums Daten geht, dann sollte der Mann den ersten Schritt machen. Was sind eure Gedanken dazu? Amen. Nein. So sei es. Also, ja, okay, das wäre ein bisschen unpopulär. Wünscht ihr euch, dass der Mann der erste... Also, wir haben ein bisschen mit dem aufgehört in der letzten Episode. Also ich glaube, bei mir war es lange so, dass ich gar nicht eine klare Vorstellung hatte, wie es sein soll, aber gewünscht habe ich es mir immer. Das ist schon schön, wenn der Mann den Schritt macht. Und dann hatte ich eine Dating-Erfahrung, sagen wir es so, das war so, das klingt jetzt echt brutal, wenn ich das so sage, aber der konnte mir wie nicht die Stirn bieten. Und dort habe ich für mich wie gemerkt, da musste ich oftmals dann Dinge ansprechen. Bis zu einem gewissen Grad ging das, aber irgendwann habe ich gemerkt, das geht für mich nicht so. Ich möchte eigentlich, dass mein Mann schon mir auch die Stirn bieten kann. Ich glaube, dann nur schon später für Streite und alles ist das wichtig. Aber da habe ich nachher wie so für mich entschieden, so, nee, der muss den ersten Schritt machen, dass ich einfach nur schon da sehen kann, der kann mir die Stirn bieten und der kann mir auch ins Leben reinsprechen. Es ging mir eigentlich um das, dass ich merken wollte, der kann mir was ins Leben reinsprechen. Und deshalb war es dann für mich schon so, tendenziell soll der den ersten Schritt machen, aber du kannst als Frau auch einfach gut Zeichen senden, ein bisschen flirten und ihm eine Vorlage geben, finde ich. Es muss nicht so ganz schwarz-weiß sein. Dann kannst du auch mal ein bisschen Hints geben und dann ist es ja vielleicht auch gar nicht mehr so schwierig für ihn, den ersten Schritt zu machen. Ja. Also klar ist es, ich will es nicht generell sagen, aber für meine persönliche Meinung würde ich schon sagen, ich finde es wichtig, dass der Mann den ersten Schritt macht. Ich finde das auch etwas, das mir gefällt, dass ich einfach sehe, hey, er hat einen Mut, er möchte um mich kämpfen, er möchte zeigen, hey, hier bin ich. Und das zeigt auch, wie wir es wie vorhin hatten, einen Charakter für mich persönlich. Ich weiß, ich glaube, du bist da nicht zur selben Meinung. Du lächelst so. Meinung. Und ich habe es einfach auch so viel erlebt, dass wenn der Mann wirklich Interesse hat, der hat es dann auch gut gemacht. Gezeigt, ja. Und dann, das war für mich dann auch. Ja. Und ich finde, es ist schon der erste Moment, wo er meinen Respekt dann auch verdient. Und ich glaube, Männer möchten den Respekt von der Frau. Ja. Aber ich habe auch schon gesehen, dass ich vielleicht auch ein bisschen, sagen wir, ein bisschen hochnäsig bin oder ein bisschen stolz bin, dass ich nicht den ersten Schritt machen möchte. Das habe ich dann auch schon entdeckt, dass ich ein bisschen stolz bin, weil ich könnte ja auch da abgelehnt werden. Habe ich mich schon ein bisschen, also früher so ein bisschen darin auch selbst ein bisschen entdeckt. Ja, vielleicht könnte das auch ein Grund sein, warum ich... Aber ja. Joel, bist du anderer Meinung? Also was für mich in dieser ganzen Frage die wichtigste Rolle spielt grundsätzlich oder eben mehr ins Gewicht fällt, sind die Charaktere der Leute. Ja. Und das kann für euch jetzt super aufgehen, aber es kann sein, dass eine extrovertierte Frau einen introverten Mann kennenlernt oder auch manchmal einfach so, dass man eine Person vielleicht nicht drauf kommt, dass das jetzt etwas wäre und dann manchmal klappt das mit Zeichen, manchmal nicht. Und darum finde ich es ein bisschen, wenn man sich dann ein bisschen einschießt drauf, ja, aber das ist meine Meinung, der Mann, dann hat man das Gefühl, okay, jetzt ist die Beziehung schon von Beginn weg, steht sie nicht auf einem guten Fundament. Dabei finde ich, wäre genau das Gegenteil eigentlich der Fall. Eine gute Beziehung wird immer so auch sein, wo man ich verstehe schon und wir können dann auch noch darüber sprechen, dass der Mann ist das Haupt in der Ehe. Für mich ist das ein schwieriges Geheimnis, aber grundsätzlich führe ich eine Ehe mit einer Frau auf Augenhöhe, wo jeder seine Verantwortung übernehmen muss. Und wenn die Verantwortung, die man reingeht, ist, dass ich jetzt mal initiativ bin, das gibt es immer, dass meine Frau dann initiativ ist. Dann finde ich das fast noch wichtiger, dass die Person den ersten Schritt macht, die den ersten Schritt machen sollte. Ja. Also ich glaube nicht, dass es falsch ist, wenn eine Frau den ersten Schritt macht. Das glaube ich schon auch nicht. Ja. Also ich glaube nicht, dass man jetzt sagen könnte, du darfst nicht als Frau, du sollst nicht. Ich glaube schon auch, also ich habe das schon auch erlebt bei Freunden, die dann sehr, sehr lange einen Typen cool fanden. Ja. Dort habe ich schon auch geraten, jetzt sprichst du ihn einfach mal an, dass du es klären kannst. Also das finde ich schon auch, wenn dann da ein Crush ist und du hast ihn schon so Ewigkeiten, dann ist es heilend und gut, wenn das auch mal irgendwann thematisiert wird. Und wenn man nämlich nicht aus den Signalen gegenseitig rauskommt und dann stellt sich raus, nee,
hat eigentlich schon ja, eine Beziehung, du hast nur die Freundin noch nie kennengelernt, dann, oh doof, ich habe da gerade 2 Jahre drauf verschwendet und hatte den Crush nie. Da finde ich auch, in solchen Punkten ist es dann schon wichtig, zu klären und anzusprechen. Genau. Ja. Weil meine Frau, als ich meiner Frau meine Liebe gestanden hat, gesagt hat, ich habe mich in dich verliebt, du bist wunderbar, ich möchte eine Beziehung mit dir, hat sie gesagt, ich muss mal aufs Klo. Dann ist sie zurückgekommen und dann hat sie mir gesagt, ja, sie hat eben noch Gefühle für jemanden anders. Und dann merke ich schon, okay, also war ja dann, ist einfach so nicht die angenehmste Situation. Aber sie hätte auch sagen, also wir waren nah dran, dass sie dann sagt, ich habe ja noch Gefühle für jemanden anders, also gebe ich dir keine Chance. Und das ist natürlich dann, ja, das ist die Gefahr, die du jetzt vorher gesagt hast. Ja. Ich denke, es ist wichtig festzuhalten, wir sind überhaupt nicht der Meinung, also überhaupt nicht gesetzlich in diesem Fall. Es geht uns nicht darum, dass es, wir können biblisch argumentieren, ich denke auf beide Seiten, aber dass es der eine so, also die Schwarz-Weiß-Meinung gibt in diesem Thema. Ich wiederum glaube aber, dass ich glaube, es würde, und ich spreche da über mein eigenes Geschlecht, die Männer, es würde vielen Männern gut tun, den ersten Schritt zu machen. Und was ich meine damit ist, glaube ich, wir haben ein bisschen, auch wenn ich mein eigenes Leben anschaue, vielleicht spreche ich wirklich nur für mich, aber vielleicht auch für andere, ist, dass wir schon manchmal so ein bisschen die Fähigkeit haben, Verantwortung abzuschieben und abzugeben. Weil wir einfach nicht übernehmen wollen. Und ich sehe das zum Beispiel der ganzen Situation nach dem Sündenfall mit Adam und Eva, wo Gott ja dann schlussendlich zu Adam geht und sagt, was hast du getan? Und was sagt Adam? Die Frau hat das gemacht. Sie war's. Und die Frau macht das ja das Gleiche dann mit der Schlange. Aber für mich war es immer interessant, dass Gott sich zuerst an den Mann wendet und ihn fragt, was hast du getan? Und er hätte da Verantwortung, in meinen Augen hätte er Verantwortung übernehmen sollen. Und ich denke, vielen Männern würde es irgendwo durch gut tun, auch in der charakterlichen Entwicklung. Es hat sicher bei mir, hat es sehr gebracht in meinem Charakter, dass ich den Mut aufbrachte, den ersten Schritt zu tun und auch durch das zu zeigen, was ich eigentlich will. Weil ich glaube, was sehr schwierig ist Männer, die nicht genau wissen, was sie wollen, und dann gehst du einen Kaffee trinken. Ich habe das immer wieder mal gesagt, einen Kaffee trinken und niemand weiß, was es wirklich ist, aber für den Mann ist es ein Date, aber er hat es nie klar kommuniziert. Wisst ihr ein bisschen, was ich meine? Und ich glaube, es würde vielen Männern einfach etwas gut tun, auch eine Verantwortung zu übernehmen in dem und mutig zu sein, sich dem Risiko auch auszusetzen, abgelehnt zu werden. Vielleicht können wir auch nachher noch kurz darüber sprechen. Wie kann man als Frau auch gut ablehnen, wenn jemand diesen Schritt macht? Weil ich glaube, da passiert auch sehr viel Verletzung, dass Männer sich nicht mehr getrauen, einen ersten Schritt zu machen, weil dann irgendwie geschwatzt wird. Oder, wisst ihr ein bisschen, was ich meine? Oder was denkt ihr? Ich verstehe es und ich glaube, aber das gilt schon auch für die Frau. Also ich glaube, auch umgekehrt. Auch als Frau muss man die Verantwortung übernehmen, hey, das ist gerade ein Gegenüber mit Gefühlen und ich kann nicht einfach irgendwie damit umgehen. Ja. Also ich glaube, diese Verantwortung tragen einfach beide, weil ich glaube, einfach beide Parteien machen sich so krass verletzlich. Es ist etwas, eben du lässt dich auf etwas ein, das geht auf eine andere Ebene als eben eine Freundschaft. Ne? Und ich glaube, nur schon Freundschaft ist verletzlich und das geht aber dann schon noch was einen Schritt weiter. Und ich glaube, da ist es einfach wichtig, dass sich beide Parteien sehr bewusst sind, hey, ich habe ein Gegenüber, das hat genauso Gefühle wie ich und wir beide brauchen einen gesunden Umgang miteinander und es ist eben aber dann trotzdem sogar auch ein Miteinander. Also ich glaube, da passiert oftmals danach genau der Fehler, dass ich glaube, manchmal denkt man nur so, ich bin jetzt in dieser Dating-Phase und ich muss mein Herz protecten oder ich muss da schauen, dass es für mich stimmt oder weiß ich nicht was. Aber eigentlich soll, also nicht nur für beide denken, weil du musst schon für dich herausfinden natürlich, ob es funktioniert. Da kann es auch genau ins andere Toxische gehen, dass du irgendwie denkst, ich denke nur für ihn und dann machst du die Dinge für diese oder also wegen dieser Person. Das ist natürlich nicht richtig, aber einfach irgendwie dieses Bewusstsein, es geht um 2 Menschen hier gerade und für beide muss man einfach, oder mit beiden, mit sich selbst und mit dem Gegenüber achtsam umzugehen ist. Ich glaube irgendwie so. Ich sage immer, gerade als Christen, man muss so, die Möglichkeit besteht ja, und das ist ja gut, dass die Möglichkeit besteht, dass es nichts wird. Ja, genau. Und dann muss man als Christ immer noch so miteinander umgehen, dass man noch eine Ewigkeit miteinander verbringen kann. Ja. Weil das haben wir noch vor uns. Genau. Und ich habe das auch mal gehört,
das nicht so mit dem Gegenüber soll umgehen. Das wird ja mal der Mann von jemandem und ich möchte das genauso respektieren. Das ist auch schön. Ja. Oder ich würde auch, also dass du auch in der Kennenlernphase mit dieser Person so umgehst, hey, wenn wir nicht heiraten, dann wird das der Mann oder die Frau von jemandem anders und ich möchte sie möglichst gut behandeln oder ihn möglichst gut behandeln. Ja. Ich möchte noch ein weiteres Statement reinwerfen, und zwar dieser Mythos vom Soulmate. Ich würde gerne noch in den 2 Minuten über das sprechen. Gott hat genau einen Partner für dich, eine Partnerin für dich. Was denkt ihr dazu? Was wäre biblisch? Ist das wirklich, stimmt das? Und wenn du diese eine verpasst, dann war es das gewesen? Oder gibt es mehrere Kandidaten? Was denkt ihr? Also bei Adam stimmte es auf jeden Fall. Wow, der hat auch ganz viele Optionen. Ja, eben, aber ich finde jetzt vom Biblischen her ganz wenig Hinweise. Auch, dass Gott sagt, wen man heiraten soll. Das hat er dem Hosea hat es gesagt, wen er heiraten soll, und sonst sehe ich das nirgends. Also dem Hosea hat er gesagt, soll eine Prostituierte heiraten, aber das war so ein prophetischer Akt, ja, das Heiraten in dem drin, und sonst. Ich finde das auch immer gefährlich. Also das kann einfach Druck auslösen oder eben sogar schon gar manipulativ sein, wenn man zu jemandem hingeht und sagt, Gott hat mir jedenfalls gesagt, du sollst mich heiraten. Genau. Das ist einfach schon Ja, und die Manipulation beginnt unglaublich eigentlich schwierig. ja, schon da mit der Einstellung, ja, es gibt nur einen Partner Ja. und Ja. Ja, genau. Du lachst jetzt, ich habe es schon erlebt. Also nicht Wirklich? bei mir, aber bei einer Freundin, Ja, ja. ja. Dass jemand kam und gesagt hat, Gott hat mir gesagt, ich werde dich heiraten. Sie hat gesagt, ich glaube weniger, der hat gesagt, doch, wirst schon noch sehen. Das war dann gar nicht so einfach, damit umzugehen. Aber umgekehrt könnte man fragen, okay, spricht dann Gott in dieses Thema der Partnerwahl und spricht er denn da gar nicht rein? Und ist das einfach ein Bereich, den man ihm gar nicht aussetzen sollte? Also ich habe es persönlich erlebt, dass Gott für mich persönlich mir gesagt hat, also dass ich eine Person nicht weiter kennenlernen soll. Das good point. gut, also mehr sagen, hey, da gar nicht. Also es war wirklich, das ist eine längere Story, das erzähle ich nicht gerade hier. Aber, nicht? wirklich, wo ich wirklich Gottes Reden ganz stark gehört habe und wusste, hey, es ist nicht. Und wir haben jetzt, ich persönlich, wo wir dann uns Richtung Beziehung bewegt, also wirklich so, hey, wir wollen eine Beziehung, haben wir immer zusammen gebetet. Und das klingt jetzt sehr religiös, gebetet, aber das hat mir sehr geholfen, weil ich dachte, hey, wir können Gott nicht mehr so einladen in diese Entscheidung, hey, sollen wir das versuchen, zusammen, siehst du es, möchtest du, also gibst uns den Segen, und das hat uns sehr geholfen. Ja, das würde ich schon empfehlen, also vielleicht nicht gerade am ersten Date, am zweiten Date, aber ja. Weil ich denke, viele fragen sich natürlich auch, ja, es ist natürlich nicht so einfach, Gottes Stimme zu hören in einem so, ist ja ein extrem emotional geladenes Thema. Und Absolut. Mega. Ich habe schon wirklich viele auch geisterfüllte, krasse geistliche Leaders erlebt, und dann kommen sie in diese Falle und haben das Gefühl, Gott sagt mir, wird die Person. Das ist einfach nur Katastrophe. Es bringt Druck und es macht die Beziehung gar nicht gut. Das ist ja wie, es bringt so ein scheiß Fundament in der Beziehung, wenn der Druck da ist, oh okay, wir könnten gegen Gottes Willen verstoßen. Also aber ich glaube, was wir hören können, und das müssen wir halt dann sensibel sein, dass Gott uns sagt, in einer Beziehung oder wo wir drin sind oder bevor wir reingehen, das ist nicht richtig. Und ich glaube schon, dass Gott auch uns ein Ja dann geben kann, aber nicht im Sinne von, das ist jetzt die einzige Partnerin, die für mich in Frage, aber das ist eine Option. Ich habe früher immer gesagt, dass ich so in der Phase war, wo ich gedatet habe, ich könnte 80% der Frauen in der Kirche heiraten, das wäre okay. es würde funktionieren. Das ist so mein Bild. Ja, es gibt, also ich muss auch sagen, es gibt sehr viele gute Man kommt einfach Menschen mit dir in der raus. Kirche. Heiratsoptionen in der Kirche. Ja. Ich glaube einfach auch schon, Gott muss vielleicht auch gar nicht unbedingt dir ein klares Ja und Nein geben, sondern ich glaube, was ich, wie du gesagt hast, auch schon gemerkt habe, ich hatte bei gewissen Menschen einfach ganz klar einen Unfrieden und wusste irgendwie eben, dass nein, das geht nicht auf oder das stimmt nicht oder das ist nicht richtig oder eben auch das mit dem Joch, das wir in der Folge zuvor angesprochen haben, mit dem, der ist nicht Christ, das wird vom Lifestyle einfach auch nicht aufgehen, nur schon rational geht es nicht auf. Und dann auch eine Situation, wo ich wirklich einfach den Frieden hatte und wusste so irgendwie, ja,
Da ist Gott mit mir drin. Nicht, dass Gott jetzt sagt, das ist der eine und den musst du nehmen, aber Gott kommt mit mir ganz sicher auf dieses Abenteuer mit. Ich glaube, manchmal kann man es auch so betrachten. Wenn wie Gott mitkommt und der Platz hat in diesem, oder Platz sogar eben, die gemeinsame Priorität sein kann im Abenteuer. Ich glaube, dann ist schon vieles viel richtiger. Ich spüre auch eine extreme Freiheit dann weil ich denke, da kommt so viel Druck mit, wenn man dann jetzt und jetzt hat es nicht funktioniert und dann, wie du gesagt hast, dann kommt man in eine Spirale und man sagt, okay, und schlussendlich vielleicht sogar Gott existiert gar nicht mehr, weil er etwas gesagt hat, dass er nicht, also ich habe es auch erlebt, Gott hat mich in eine Beziehung geführt, mir bewusst ein Ja dafür gegeben, aber mich auch wieder rausgenommen. Und das war... Ich glaube, das ist auch das Wichtige, was wir manchmal vergessen, weil wir so diesen Fokus mit der Ehe haben, was richtig gut ist, also nicht falsch verstehen, ich gehe auch für die Ehe, aber dass man vergisst, genau deshalb haben wir aber noch Beziehung und das Verlobtsein und dann das Verheiratetsein, weil es einfach auch Schritte braucht oder die man nutzen darf. Ich glaube auch, man hört an Hochzeiten auch immer wieder, ja, und Gott hat es uns so klar gesagt. Und ich finde immer, es gibt da zwei Dinge. Ich glaube wirklich, gerade wenn man mit Gott zusammen lebt, dann kriegt man Bestätigung oder man sieht auch Früchte von dem, wenn etwas gesund ist und gut ist und dadurch auch ein Stück weit hört man Gottes Reden. Ich denke, das ist sicher legitim. Ja, genau, aber eben auf der anderen Seite wirkt auch etwas... Ja, ich fände es eigentlich schöner, wenn an einer Hochzeit die Braut sagen würde, ich habe es mir gut überlegt und ich will von ganzem Herzen diesen Menschen zu meinem Mann nehmen. Also das ist Verantwortung. Genau, das ist eigentlich das Wichtigere als das Statement. Aber ich spüre auch, dass den Leuten wichtig ist, nicht an Gottes Willen vorbei zu heiraten. Aber ich glaube, da kommen wir auch wieder zu dem ersten Punkt irgendwie mit der Verantwortung, die wir angesprochen haben. Ich glaube, die Gefahr ist manchmal dann auch da, die Verantwortung abzugeben und zu sagen, Gott hat uns doch gesagt. Genau. Und wenn es dann nicht klappt, dann war es Gott, der da zu jedem Preis. Ja, sondern ich glaube, da sich schon bewusst sein, ich kann nicht einfach sagen, ja, Gott hat Ja oder Nein gesagt, sondern ich muss mir selbst die Verantwortung von diesem Schritt bewusst sein, den ich jetzt machen werde. Und ich glaube, ich bin auch froh, dass Gott mir diesen Schritt überlässt, dass ich weiß, hey, ich liebe diese Person, ich entscheide mich für diese Person aus diesen und diesen Gründen. Das finde ich auch sehr wichtig. Dass es nicht einfach ist, weil Gott mir gesagt hat. Ja, aber für mich ist auch da, das gehört für mich alles in die Ehevorbereitung dann wirklich hinein, wo man sich nicht, oder es ist einfach ein bisschen cheap zu sagen, ja, ich glaube, Gott sagt ja. Und es klingt dann als Christen so, wow, krass, der hat Gottes Stimme, Gott hat das zusammen, aber schlussendlich, hey, wir haben intensiv Ehevorbereitung gemacht und wissen, wo wir hingehen, haben uns das gründlich überlegt, viel besser. Mach deinen Job, also weißt da schon, mach die Arbeit, die es braucht. Do your research. Do your research. Auch da, beschäftige dich damit, was braucht es, um wirklich in eine Ehe zu gehen, ist man ready, haben wir über die Dinge geklärt, weißt du, wo du die Konfliktpotenzial hast und habt ihr eine Strategie, wie ihr dann damit umgeht. Aber das ist schon eben, das ist... Ja, dass so zwei Familienkulturen aufeinander fallen. Das können wir gar nicht hatten. Ich habe auch einmal gehört, es gibt nicht die eine, sondern jemand wird dann die eine. Und ab dem Zeitpunkt, wo du dich entscheidest, wo du vor diesem Altar stehst, dann ab diesem Zeitpunkt ist jemand diese eine Person. Ja. Habe ich noch schön gefunden, weil es hat wieder den Druck weggenommen, dass es gibt, sondern dass eigentlich viele potenzielle Kandidaten eigentlich das werden können, wenn beide wollen. Ja. Das macht ja auch Sinn, weil ich sehe jetzt nach 3 Jahren Beziehung, ich weiß nicht, wie lange ist es schon in einer Beziehung? 35 Jahre. Ja, genau. 1800. Ich bin 15 Jahre verheiratet, plus 17 Jahre in der Beziehung. Also, korrigiere mich, oder? Du hast schon länger Erfahrung. Aber jetzt nach 3 Jahren Beziehung, wir sagen, wir werden immer wie ähnlicher. Unser Humor ist immer, also wir verstehen uns immer wie besser. Würdest du das auch unterschreiben? Mit dem Soulmate ein bisschen, du wirst auch, du verbringst viel Zeit miteinander, du wirst auch ähnlicher. Ja, also du kennst einander besser, nehme ich an. Ja. Aber ich bin auch noch nicht 17 Jahre. Ja, also das würde ich bin noch nicht mal 17. Jeder gibt dein Alter jetzt googeln. Man baut die Beziehung und man kommt sich näher. Grundsätzlich, ich bin nicht mehr mit der Frau jetzt verheiratet, die ich geheiratet habe. Ja. Und
wenn einfach da kommen Prozesse rein und das war zum Teil auch schwierig oder wir mussten uns nochmal entscheiden, okay, wir lernen uns nochmal kennen. Ich habe vorher auch gesagt, meine Frau hat dann ein Semester im Ausland studiert und dann waren wir als verheiratetes Paar, also weißt du, hatten wir eine Fernbeziehung, wie geht es, wir hatten nicht mal Vorbilder und sich nochmal darauf einzulassen, ja, aber wir haben ja gesagt und ich werde, so wie du dich entwickelst, die neue Sina, ich weiß jetzt schon, ich werde sie lieben lernen und darum finde ich, aber es gibt auch die anderen Seiten, wo man dann auch merkt, jetzt muss ich meinen Partner wieder gehen lassen und ihn sich entwickeln zu lassen in eine Richtung, wo ich nicht genau weiß, wie kommt es raus. Und das ist, es braucht da noch mal Mut. Für uns war wirklich, dass wir das gemacht haben, uns war auch klar, das Risiko ist größer, wir machen es nicht. Wir bleiben einfach, oder für meine Frau auch, sie hat sich ein bisschen in einem Muster eingedrängt gefühlt, von immer da so sein, da war das mal etwas ganz Neues zu machen, auszubrechen, war für sie, für ihre Entwicklung mega nötig und dass ich als Ehemann natürlich dann Teil daran bin, auch durch die Fernbeziehung, war viel ein kleineres Risiko, als wir lassen sie in ihrem für sie empfundenen Käfig, bis sie dann sowieso ausbricht und dann irgendwie mit einem Kollegen irgendwie durchbrennt. Was für ein wunderbares Schlusswort. Wunderbar, das wunderbarste Schlusswort. Wir lassen das so hier bleiben und ich denke, man könnte noch so viele weitere Themen darüber sprechen. Machen da mal Punkt. Danke fürs Zuschauen und bei Sunday Night on Air und bis bald. Achtung Friends in. und let's go!